Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Baby Girl, also Film, den für alle mal auf Social Media relativ viral geht. Auf jeden Fall die Reaktionen von den Leuten, die gucken gehen, an was ich da erwarten kann. Das erzähle ich noch an dieser Episode. Der Film Baby Girl zieht irgendwie an eine Zielgruppe oder probiert schon eine Zielgruppe ranzusetzen, die Demos schon 50 Shades of Grey zum Beispiel absolut grandios fand. Zu der Zielgruppe kenne ich noch nicht unbedingt, aber Thematik wird auf jeden Fall mit sexueller Unzähhung an Murcht über den anderen zu den hört, an auch vielleicht ein bisschen was für Fantasien ihn ausleben will und nicht kann, aber gerne ja will dann. Das sind Themen, die hier an Baby Girl behandelt gehen. Wir haben heute zwei Protagonisten an den Hauptrollen als einige Nicole Kidman und den Harris Dickinson. Den Harris Dickinson kennt ihr vielleicht schon aus dem Triangle of Sadness, Film, den mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat. Und hier ist den Harris Dickinson, dem ist so ein Internship beim Nicole Kidman seiner Firma, oder wo hat auf jeden Fall relativ groß der an der Firma ist. Und hin haben wir relativ frei einen bleibenden Andruck. Aber nicht unbedingt den sympathischen. Hin geht die ganze Zeit immer ein bisschen über die Grenzen drüber, behält sich eigentlich nicht so, wie ihn das an so einer Position gang machen. Vor allem nicht vis-à-vis von einer Person, die eigentlich so weit über den Gestalt ist an einer Firma. Und Nicole Kidman weiß am Anfang nicht so ganz dumm oder umzugehen, findet aber dann irgendwie ein bisschen unzähhend, sein Unverschämtheit, aber irgendwie ein bisschen unzähhend. Und eint kommt zum anderen an, hat am Endeffekt dann Strecke man einfach mal relativ harmlos aus einer Firma. Weil hin auch scheinbar die Person ist, mit der hat seine Fantasien eben ausleben kann und eben so behandelt wird oder so Fantasien ausleben kann, wie das eben schon immer wollt. Weil an seiner Beziehung mit seinem Mann das irgendwie so in zwei Kanner zusammen und sind schon jahrelang bestört und irgendwann ist das dann halt so ein Trott und dann sehen den sich vielleicht noch bisschen Aufwieslung. Trotzdem ist aber nicht wirklich so ein Kriseln an der Beziehung. Beziehung funktioniert eigentlich verhältnismäßig gut, eigentlich so wie so ein bestörte Koppel, wie das eben so funktioniert, aber trotzdem hast du irgendwie Verlangen um mehr. Und das ist das Thema, was hier eben behandelt wird, auf jeden allem das Thema, wie eine Person muss, die eine andere Person kann tun, auch dementsprechend gegebenenfalls ausnutzt. Also ein Thema, was wirklich ziemlich kritisch ist, was auch aktuell in der heutigen Zeit ziemlich gut passt. Punkt, ich persönlich, was mir zum Beispiel bei Filmen wie 50 Shades of Grey absolut gut nicht gefallen hat, und auch It Ends With Us hat auch den Punkt, den man daran auch gut nicht gefallen hat, wo man Gewalt an einer Beziehung gegangen ist, das war mir nicht krass genug. Oder für das ihr nicht missversteht, das Thema war mir zu verherrlichen durchgestaltet gehen. Das war alles irgendwie immer positiv behaftet und das war alles okay. Und es hat nicht den negativen Impact, den so eine Geschichte misst tun. Und da mischt Baby Girl, fand ich aber ein ganz anderer Approach. Und Baby Girl behandelt nämlich auch die negativen Konsequenzen, die damit an hier gehen. Behandelt eben auch das Thema, dass wenn eine andere Person muss, die wir den hört, wie ihm dann ausgenutzt kann gehen, und dass ihn das natürlich nicht so geil findet, wie ihn sich dann in einer Zweckmühle befindet, wo ihn nicht mehr weiß, richtig rauszukommen. Das Thema, so das Thema MeToo geht dann eben auch, fand ich, ein bisschen ugeras, gäng ich mal so sagen. Aber für allem das Thema Gaslighting, fand ich ziemlich am Vordergrund, aber behandelt das auch ganz, ganz gut. Also mir hat der Film wirklich während dem Gucken ganz viel Spaß gemacht, für einfach darüber nachzudenken, über das Konzept nachzudenken, wie das eben so funktioniert, aber wie das Konzept oder wie die Doten da eben als heutige Zeit beeinflussen. Wenn man die ganze Film, wenn man die ganze Handlung nur gingen umdrehen, dass die mächtige Person an der Firma wir an hat eben ein Internship bei ihnen ging man an ging sich und hat Euro machen, hat das ganz schon eine ganz andere Nerve geschmacht. Auch was Nicole Kidman den Schritt gemacht hat an unhin Ruhe getrude wir für seine Macht
oder auszuüben oder auch von nicht unbewusst ist, nicht gewollt ist, trotzdem so eine Person macht, die bei den anderen hört. Da fand der Scheiterapproach ganz gut, dass den Internship eben und den CEO geht an irgendwie eine Person, die keine Macht über eine andere Person hört, eigentlich keine Macht an der Firma hört, aber trotzdem so ein Murcht über die übergeordnete Person ausüben kann. Fand ich ein ganz faszinierendes Konzept. Andere Film, den eben ganz viel zum Nachdenken anregt. Wie so ein Film überhaupt heutzutage realisierbar ist, wie ihn das noch immer umsetzen kann, wie zeitgemäß ist das Ganze. Und ich fand, Baby Girl hat da den absolut richtigen Weg gewählt, für das Thema zu behandeln. Du sind ganz viele Themen so oder ganz viele Diskussionen darüber auf Social Media, dass der Film so an seinen intimen Szenen so krass ist. Also da muss ich los sagen, ich fand den Film an den Szenen nicht, ich will nicht so krass, mehr ein Ass einfach intim an du also auch vis-à-vis von der Schauspieler denken ich werde das wahrscheinlich nicht so einfach dazu umzusetzen, weil der Film wirklich intim geht, nicht nehmen einfach nicht mit expliziten Durchstellungen mehr auch wie eine Person mit der andere umgeht als ziemlich intim und ziemlich krass entre guillemets. Also wenn den los seht, wenn den sich 50 Shades of Grey guckt, dann seht den Baby Girl aus ultra krass, also das sind so zwei Welten, die sich irgendwie nicht vermixen lassen. Baby Girl hat du einen Aussatz, den ich fand, viel mehr Wursten ist, viel mehr echt ist, und viel mehr Dave-grünnig ist. Hat mir da weiter extrem viel Spaß gemacht. Der Film hat 1 Stunde 50 so doch immer gedauert und hat das alles ziemlich gut behandelt. Gut hat an der Zeit auch gut aufgehandelt. Und natürlich das Funktionieren zwischen dem Nicole Kidman und dem Harry Dickinson sind natürlich fantastisch. Das Zusammenspiel zwischen den zwei ist absolut grandios und ist wirklich nervenabreifend und teilweise beflügelnd an aber auch erdrückend zugleich. Es ist eine ganz faszinierende Mischung. Für Nicole Kidman spielt der Teil wirklich absolut geil. Also das rockt das Dingensruf an wirklich eine Szene, wo ihn sich sieht. Das war bestimmt nicht einfach. Der Typ bestimmt die Verwandlung kascht. Faszinierend. Absolut faszinierend. Und da war auch absolut guckenswert. Also ich kann Baby Girl definitiv weiterempfehlen. Für jederin. Der Film mausert sich, so weit auf Social Media so rundherum geht, ein bisschen ein Fan-Favorite, hauptsächlich für Frauen, hauptsächlich die so, ob die 8 Bücher dann eben stehen, die das gerne lesen. Aber ich persönlich fand, dass ich den Film auch als Mann ganz gut gucken kann und auch da einen ganz guten Anblick an die Welt kriegt und auch ein bisschen zum Nachdenken gerichtet. Mir hat der Film ganz viel Spaß gemacht. Kriegt eine absolute Empfehlung von mir. Erzählt mir da ganz gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat. Und in dem Sinn ging es so weiter doch schon und da wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Baby Girl. Ciao!